Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Oh yeah! Ich bin der Unternapf und ich habe keine Hosen an. Eigentlich kann ich am Turnier teilnehmen, muss aber zuerst Sali sagen. Entschuldigung, machen wir doch gar. Ja, Sali, ja, Finale Turnier, ja, nein, ist gut, kein Problem. Ich bin bereit! Oh, übrigens sind das geile Bilder da oben. Eigentlich wollte ich eine Challenge machen und die 6 Pokémon, die da oben auf den Bildern abgebildet sind. Aber wie ihr gesehen habt, ist dort der Balduin abgebildet und der ist schwierig durch das Pokémon zu ersetzen. Gut, das geht, das Elektroball, aber ja, gut, egal. Ich habe mir stattdessen wieder mal, wie beim letzten Mal schon, 6 Pokémon ausgesucht, die nur, oder fast nur, durch Pokémon Bank haben können, Pokémon Bank bzw. Pokémon Home transferiert werden, wie beim letzten Mal auch schon. Wir sind OP, wir sind überlevelt, zum Teil kann man gar nicht überlevelt sein, ihr werdet es sehen. Aber das spielt uns alles keine Rolle. Wir wollen das Spiel einfach fertig haben, alles mögliche an Pokémon zeigen, die wir noch können, bis zum grossen Update im Frühling. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Delion, euer Champ, und ich erlaube mir mal das Wort für den nächsten Präsidenten zu ergreifen. Natürlich wünsche ich mir, dass alle Trainer der Galaxie in diesem Wettkampf wachsen. Aber noch viel mehr will ich, dass jetzt alle beste Trainer, der unter euch alles abverlangt. Also dann genug geredet, hiermit erkläre ich die Spiele für eröffnet. Wow. Der Mann weiss, wie man eine Keule schwingt. Moment. Was? Skandalös! Nein! Wer ist das? Ich bin Bettina. Erinnert sich nicht an mich? Genau, der Bettis, der in Schmach und Scham disqualifiziert worden ist aufgetaucht. Aus was? Aus Gay Pride, genau. Weiter geht's. Wir kämpfen tatsächlich nicht im Arena-Turnier zuerst, sondern gegen den disqualifizierten Betis. Wenn ihr lesen wollt, könnt ihr das Video auf halbe Geschwindigkeit stellen. Ich hätte da durch, weil mich interessiert es nicht. Was der Typ zu sagen hat, ich will nur vernichten. Halb schwarze Hände, halb weiße Hände. Also viel sozialer geht jetzt also nicht. Flunkiefer setzt rein und ich setze rein. Bisaflor. Ich finde, das Audio hat sich ein bisschen verkackt dort. Aber hey. Mein Bisaflor gegen Flunkiefer. Und ich bin doppelt so stark. Froststampfen! Ui. Ja. Tot. Gardevoir. Weitermachen. Ich muss sagen, ich habe vergessen, dass der Betis nochmal kommt. Ich habe mit einem anderen Trainer gerechnet, darum habe ich auch Bisaflor vorne. Aber gut, auch Bisaflor wird den Job tadellos erledigen. Galoppa, ja komm, ziehen wir durch. Hat wirklich keine Chance. Stimmt, das ist ja Psychophie. Silbrin. Du hast die Ruhe weg. Du glaubst, du hättest schon gewonnen, was? Ich bin mir extrem sicher, dass ich schon gewonnen habe. Aber du wirst das Pokémon Giga Dynamax maximieren? Naja, dann werde ich es dir gleich tun. Ein 100er Dynamo Giftschwall. Kollege, noch nie wirst du deine KP so schnell sinken gesehen haben wie jetzt. Mit dem neuen Update kommen noch Bisaflor, Turtok und Glurak neue Gigadyna Formen über. Da kommen wir über, das habe ich gesagt, ich weiß nicht.
Genau. Aber ja. Gigadyna Silvrim. Silembrim. Ihr habt gesehen, ich habe mich mit diesen Pokémon noch nicht groß beschäftigt. Silembrim. Sonnenbrille, Silembrim. Aber viel werden von diesen Pokémon auch nicht gesehen. Und schon ist es weg. Und der Frosch hat gesiegt. Am Anfang hat er noch Psycho-Pokémon dabei gehabt, vor allem. Jetzt hat er vor allem 4 Pokémon dabei gehabt. Recht spannend, die Entwicklung von diesem Charakter auch in seinen Pokémon wieder zu erkennen. Jetzt aber. Ohne weitere Umschweife. Oder noch mit ein bisschen Umschweife. Werden wir direkt in die nächste Runde gehen. Beziehungsweise in die erste Runde vom Finalturnier. Im Finalturnier ist das Turnier für den besten 8 Trainer in Galar. Das sind 7 Mal Arenaleiter und ich. Wieso 7? Weil Papella dort nicht dabei ist. Dafür der Betis. Und der hat uns so herausgefordert. Von dem her war er auch dabei, also 9. Und wir kämpfen zuerst gegen... Hat sie nein. In Kilton hat sie gekämpft, aber hat sie geheißen. Nicht Katlea. Katja, nein. Kate. Doch, Katlea, fast. Kate. Die heiße Kate. Wie die Haare super. Dunkelblau und Türkis. Genial. Ich wünschte, ich könnte das... Naja, ich könnte so mal laufen. Aber mir würde das nicht stehen. Ihr steht perfekt. Und sie kämpft mit Tektas. Hui! Grammophis zum Anfang. Blättertanz, los! Brunblut greift zuerst an. Macht mir aber nicht viel Schaden. Erwartungsgemäß. Haha. Tic-Tacs. Weg. Starkes Pokémon aber. Gute Wahl. Clipper. Ich habe gar kein Elektro-Pokémon dabei. Aber schlaue Pokémon, die er hier einsetzt. Natürlich werden wir gegen Kate als Wassertrainerin Pflanzen-Pokémon dabei haben, Pflanzen-Pokémon einsetzen. Und dass sie sich da wehrt und Pokémon nach vorne tut, wo mal gerade eine Resistenz gegenüber Pflanzen-Pokémon haben. Genial. Aber ja, jetzt fängt der Spaß für mein Bisaflor erst so richtig an. Den Eiszahn schütteln wir ab. Habe ich Speckschicht? Ich glaube, ich habe keine Speckschicht. Ich glaube, das ist ein normales Starter-Pokémon Bisaflor, wo keine Speckschicht hat. Verschöpfung verwirrt, ja, das passiert, wenn Blättertanz einsetzt. Ich werde aber weitermachen. Und weiterhin Blättertanz spammen. Weiterhin Blättertanz spammen, habe ich gesagt. Jawohl, das klappt ja hervorragend. Kamalm. Ah, ja, stimmt, jetzt kommt der Gigadyna. Oh, in Gigadyna wird das nur nicht KO. Erstens mal bin ich Level freaking 100! Level over 9000! Und du hast eine Vierfachschwäche gegen Pflanzen-Pokémon mit dem Giga-Kamalm. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Oh yeah. Aber dass sich das Ding auf 2 Beinen halten kann, das wird schon verdammte Baumstämme sein. Ich komme davon wieder durch, das ist das Ende vom Kamalm, ohne dass es gross etwas hat von sich zeigen.
Ich bin frustriert. Ich fasse es nicht. Du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Jack sagt über Wasser. Egal. Im Turn-Up hat gewonnen. Er hat schon wieder geschafft. Er hat Kartik bezwungen, genau wie bei der Arena Chalange. Mein Partner Dänemark hat blablabla. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer fest, wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sanja vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollte an alle Leute in Gala völlig hin und weg von dir und deinen Pokémon sein. Genieße es. Lass dir von ihren Begeisterung umspülen. Lass dich auf einer Welle ihres Applauses zum Sieg tragen, bis du den Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns zum zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Gaganio. Okay. Gaganio weiss ich auch, was ich für wird tun. Das ist überhaupt keine Frage und auch kein Geheimnis und ist auch egal. Wir kämpfen einfach gerade weiter. Wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welcher der 4 verbleibenden Trainer wird am Ende den Champs gegenüberstehen? Weil zweiter war der Kampf gegen die zweite Runde des Finalturniers. In der ersten Runde Gunnar Turn-Up sich meinem unerwarteten Kampf gegen den Betzus durchsetzen und hat selbst den Kate bezwungen. Wir werden seine Siegesserie fortsetzen, falls ihr wollt das Echo machen, weil wir im Stadion sind. Nicht, wenn es nach seiner Gegner geht. Applaus für Nio, den schweigsamen Namen. Den schweigsamen Samen. Spermium, egal. Du kannst gut sein. Ich kann mich gut an dich erinnern. Weil du der stärkste Challenger warst, immer im Stadion aufgekreuzt ist. Ja, und jetzt lass uns kämpfen. Okay. Du musst nicht wissen, Kollege. Das lass bleiben. Arena leider Neo fordert dich heraus. Okay. Und ihr seht, meine Wahl ist auf es Lunala gefallen. Das legendäre Pokémon aus der 7. Generation. Warum man das kann spielen hier, fragt mich nicht. Man kann es. Ist nicht aufgewertet worden? Schick. Upsa, sorry. Dun, 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 dun. Schick. Schick und Lunala zieht es so durch, das funktioniert so gut. Gegen Mortipod, überhaupt kein Problem. Cool. Schattenstrahl. Was? Mit dem wir immer rechnen. Na gut, mach es halt so. Corazon, okay. Schon das letzte, oder? Nein. Psychokinese. Weil so episch sind wir dann wieder, dass wir mit Signature Move von Lunala siegen. Gegen Gengar.
Ein letztes Pokémon ist ganz alleine, wie traurig, wie beängstigend. Die anderen sind alle schon gestorben. Oh nein, sorry. Besiegt. Ah, das ist aber nicht der Signature Move. Das ist der Signature Move. Giga, Giga Dynamax, tauch in die Dunkelheit. Super geile Augen. Wow, 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 wow. Scumpi-Schloss, Gengar. Trotzdem bin ich schneller, trotzdem bist du mit dem Schlag tot. Schön drauf, so episch. Sorry, keine Chance gehabt. Und Turn-Up war das geschafft, wir brauchen Meister eine zweite Runde. Du bist arg und. Wer wird unserer Opferabzahlung Challenger im entscheidenden Kampf gegenüberstehen? Wird es Ness der Dünner-Verweigerer oder Roy, der Drachensturm? Bleiben Sie dran. Roy. Oha, wie es aussieht, hat Roy mit Ness kurzen Prozess gemacht. Wie überraschend. Nee, nicht schubsen, Mary. Oh, Return-Up, tut mir leid. Nach meiner Schlappe wollte ich unbedingt, dass Ness dich am Revanchen sieht. Achso, Ness macht das große Bruder. Er fliegt sofort im Kampf gegen Roy raus. Echt toll gemacht, Ness. Jetzt denken bestimmt alle, dass unsere Familie nichts auf dem Kasten hat. Ach, das wissen sie doch schon lange. Und dafür, dass ich komplett auf Dynamax verzichtet habe, konnte ich ihn echt gut mit ihm mithalten. Ich habe die Zuschauer schon geschnallt. Da bin ich mir ganz sicher. Das bin ich. Das, ja, egal. Ich bitte dich, Nutella, schnapp dir den Titel. Ich feuer dich auch an. Sorry, dass wir dir gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelabert haben. Das ist sicher das Letzte, was du vor dem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy, warte auf deinem Platz, ich sag's ihm, was eine Hake ist. Ich würde gerne selber wissen, was ein Haken ist, würde das Wort selber nämlich nicht. Los geht's. Los geht's! Es ist soweit, meine Damen und Herren, der letzte Kampf des Finalturniers beginnt. Wer wird sich das Recht erstreiten, den unschlagbaren Delion herauszufordern? Wird es Nutellenapf sein, der keine Hose anhat? Oder wird es der ewige Rivale des Champs sein, Roy, der Drachensturm? Ha! Verarscht! Jetzt hast du es ausgehend bis hierher geschafft. Du bist echt eine Nummer für sich. Delion hat die richtige Entscheidung getroffen, als er dir die Empfehlung geschrieben hat. Sieht so aus, als müsste ich erstmal an dir vorbei, wenn ich gegen Delion antreten will. Ich bin so scharf auf dieses Duell, dass mein ganzes Team auf Einzelkämpfe ausgerichtet habe. Du denkst nun sicher, wer will nicht der Typ, er hat doch letztes Mal schon verloren. Aber glaube mir, diesen Kampf wirst du einen völlig anderen Roy kennenlernen. Bin ja gespannt. Sind ihr auch gespannt? Wenn ja, zeig jetzt mit einem Like. Ronald Roy fordert dich heraus. Mit einem Gürtel. Okay. Und ich mit Mewtwo. So episch traust du dich gar nicht sein. Zwei spannende Pokémon treffen gegeneinander. Mewtwo ist Legend. Nein, ich muss anders sagen. Auf der einen Seite das legendäre Pokémon, das gefürchtete Pokémon. Auf der anderen Seite Mewtwo. Wer wird das Duell gewinnen? Psychostoß! Wow! Und die Attacke ist aufgewertet worden. Schick. Libeldra! Na, weitermach mit. Mit dem legendären Mewtwo.
Fortunator. Weiter. Andererseits, wenn wir auch die anderen Pokémon noch ein bisschen sehen, darum tun wir nachher ein bisschen durchwechseln. Nur nicht, dass wir verwirrt sind. Nicht sind eine spezielle Attacke mit meinem Psychostoß genau nicht. Und vor allem wirst du es auch nicht überleben. Das Geräusch ist etwas von Luigis Menschen, findet ihr nicht auch? Glurak Level 77. Viscogan? Ja, versprochen, dass wir wechseln. Ich wollte ja schließlich Solga Leo auch noch zeigen. Für den Tourtag langt es auch nicht mehr heute. Nicht zwar. Vielleicht langt es ja gleich. Stahlgestirn. Wow. So schön. Duraludon. Wechseln wir. So Glurak. Ich habe ja gesagt, ich kann fast alle Pokémon aus Pokémon Home. Naja, das Glurak ist nicht aus Pokémon Home. Das Glurak ist aus der 8. Generation Schwert und Schild. Was das zu bedeuten hat, sehen wir jetzt. Wird geboren, du epische Kreatur. Giga Glurak. Wahnsinn! Also wenn das jetzt kein Drachen ist. Naja, passt ein bisschen. Ein Hochhaus gegen Godzilla. Oh. Was? Verlebt? Tatsache. Wieso? Kannst du? Weil er Gigabrocken nicht gesetzt hat. Ja gut. Ja gut. Ich nehme nochmal Gigafeuerflug. Aha. Aber im nächsten Zug werden wir dann die Sonne haben. Das heißt, wenn du den nochmal willst, Stopp genießen. Es wird lang. Warum hat das jetzt gelangt? Ich check's da vorne nicht. Warum das jetzt gelangt hat. Aber recht. Ist mir egal. Ich habe das Turnier gewonnen. Es ist bitter, kurz vor dem Finale zu verlieren, aber ein sehr viel den Schmerz. Stimmt doch gar nicht. 6 lindert der Schmerz. Mit Talonab hat den Sieg errungen. Ich weiß es nicht. Ich war so stolz auf die Fortschritte, die mein Team und ich gemacht haben. Und dann kommst du mit deinem Team an, das noch 1000-mal besser ist. Unglaublich, wie viel du in so kurzer Zeit zugelernt hast. Ich gehöre noch längst nicht zum alten Eisen, aber es ist immer wieder erschreckend, was selbst ein kleiner Altersunterschied ausmachen kann. Du hast eine strahlende Zukunft vor dir. Weg in Fukushima. Lass jetzt nicht locker und zeig's dir, Leon. Die goldene Nummer 4, Talonab, hat einen unfassbaren Sieg eingefahren. Sie wissen, was das bedeutet, liebe Zuschauer. Der Trainer hat dem Delion selbst die Empfehlung für den Inhaltker Challenge geschrieben hat, erhält eine Currywurst. Danke vielmals für den Sponsor Curry King. Curry King, Geschmack ist King. Falsche Werbung.
Hey, gleich geht es soweit, was? Ich werde der lauteste Fan im Stadion sein. Du wirst ein Fancy, also ein Fan, das Winter, ein Ventilator, okay. Ich muss sich nur noch entscheiden, von wem da reinfallen soll, mein großer Bruder, meine Rivalen. Puh, das ist sicher eine leichte Entscheidung. Entschuldigung. Schließlich haben wir so viel zusammen erlebt, seit wir Vorlingen verlassen haben. Eigentlich gibt's da nichts zu überlegen. Mach das Unmögliche möglich und schlag den unschlagbaren Champ. Du musst gewinnen. Taylor hat einen coolen Ruf. Und es ist groß. Sie Taylor ist groß. Oh, wir treten noch gegen Champ an. Natürlich treten wir noch gegen Champ an. Was haben wir das Gefühl? Mein Team wechseln. Nein. Okay. Wir werden genauso, wie wir geboren sind. Nackt. Gegen Champ antreten. Spürst du das? Den Kontrast zwischen der Kühlung... Horimu. Zwischen der kühlen Anspannung hier auf dem Platz und den überkochenden Gefühlen auf den Zuschauerrängen. Ich liebe beides. Du nicht auch? Aber denk daran, dass nicht alle Zuschauer hier im Stadion auf deiner Seite sind. Es mag grausam klingen, aber manche von ihnen wollen nichts mehr, als dich verlieren zu sehen. Der Gedanke daran ist furchteinflößend. Für mich gibt es nichts Größeres, als diese Angst ins Gesicht zu sehen und gemeinsam mit meinem Team allen zu zeigen, was ich drauf habe. Ich liebe es, alle Erwartungen zu zerschmettern und den Sieg an mich zu reißen. Meine Pokémon sind schon ganz unruhig in ihrem Bell. Sie wollen endlich kämpfen. Gleich ist es soweit. It's Champ Time. Ich bin Delion, der Champ der Galregion. Und ich bin natürlich ab. Ich habe keine Hosen an und kämpfe mit meinen legendären Pokémon gegen dich. Oder? Wird die? Nicht. Moment, was zum... Ja, da, auf dem Bildschirm. Seht nur, was ist das für ein Scheiß? Werbung? Mist. Wir sind hier nicht beim Super Bowl. Oh, hallo, Delion und Helen ab. Ich habe soeben die finstere Nacht eingeleitet, um die Zukunft Galas zu retten. Aber leider wurden dabei gefährlich hohe Mengen an Energie freigesetzt. Upsi. Es wäre nie so weit gekommen, wenn du bloß auf mich gehört hättest, Delion. Delion, nur teilen ab. Welches? Oh. Das war doch im Stadion von Claw City, oder? Was hat Rose da eben getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Als ich gestern mit ihm geredet habe, hat er völlig vergessen, von irgendwelchen Problemen erzählt, das vor 1000 Jahren in der Zukunft liegt. Hatte er etwa vor, diese Sache auf eigene Faust zu lösen? Ich muss sofort nach Claw City. Das ist meine Pflicht als Ramp. Hätte ich gestern versucht, Rose besser zu verstehen, wäre nichts passiert. Ich bin für diese Situation mitverantwortlich, also muss ich auch etwas gegen unternehmen. Ich werde mich um die Sache kümmern. It's a Champ Time. Hey, warte, Delion, du Ei. Und weg ist er. Wetten, dass er sich auf dem Weg nach Claw City wieder verläuft? Ich muss meinem Bruder irgendwie helfen. Aber wie? Ich war hier nicht mal stark genug, um dich zu besiegen und Helen ab. Ich hoffe das schon. Danke, aber wie? Rose meinte, er hätte die finstere Nacht eingekleidet, stimmt's? Das ist doch dieses Ereignis aus der Legende, als plötzlich der Himmel total dunkel wurde. Wie kann er so etwas einleiten? Und woher kenne ich den Begriff eigentlich nochmal? Vor der Heldenstatue. Ach, jetzt erinnere ich mich. Sanja hatte uns vor der Heldenstatue in Ancient City davon erzählt. Inzwischen sind wir natürlich schlauer. Wir wissen jetzt, dass es zwei Helden gab, die mit dem Pokémon des Schwertes und dem des Schildes die finstere Nacht beendeten. Weißt du was? Irgendwas sagt mir, dass wir diese zwei Pokémon suchen sollten. Was denkst du, wo wir sie finden können? Schlummerhaus. Bingo, im Schlummerwald. Dieses rätselhafte Pokémon, gegen das du dort gekämpft hast, war in Wirklichkeit bestimmt eines der beiden schlummernden Pokémon. Also los, worauf fahren wir noch? Ich werde dem Schlummerwald finden wir eine Hilfe. Und das meine ich. Wir sind mit dran gewesen, das Spiel zu beenden. Aber nein.
Wir müssen natürlich wieder mal die verfickte Welt retten. Hey, reck mich das wieder auf. Oh, was macht ihr denn hier? Ein Hotel ab und top? Sag jetzt bloß nicht Hotel ab für das Champ-Match sausen lassen. Oh man, kein Bock gehabt. Du wirst noch nichts sagen, ja? Liga Präsident Rose hat das Turnier unterbrochen. Es herrscht ein riesiges Chaos. Was sagen Sie da? Ist es wahr? Ich war immer im Schlummerwald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Erzählen Sie bitte näher. Also, da wäre zuerst der schwarze Wirbel, der über den Chlorstadion erschienen ist. Sind wir nannte Liga Präsident den noch gleich? Ach ja. Finstere Nacht. Es war ein heilloses Durcheinander, sag ich dir. Aber darüber mache ich mich keine Sorgen. Unser unschlagbarer Champ kriegt die Sache schon in den Griff. Da bin ich mir sicher. Stopp, halt Pause. Ich habe jetzt gerade finstere Nacht gesagt. So hieß der schwarze Wirbel, der vor lange Rum verpunkt. Aber eins verstehe ich nicht. Warum führt euch das Geld hier ab? Okay. Wenn die Legende stimmt und ist, dass das Pokémon das Schwert ist und das Schild ist und das Geloge der finstere Nacht und bezwingen. Das heißt, wir können vielleicht dabei helfen, den Wirbel Luft zu werden. Okay, ich bin dabei. Nehmt doch das Geld schon im Schlungen, weil ich komme, dass ich schnell gerne eine Sache davor erklären muss. Interessiert mich nicht. Du bist das bla 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 bla. Da habe ich gemeint, passiert etwas jetzt. Das macht es aber nicht und das hat mich traurig gemacht. Hä? Es gibt keine Garantie, dass wir diesem Leben seltsam verschoben bleiben. Ja. Einfach durchjetten! Grossartig Witze, mit Unico. Es macht wohl erscheint. Und wisst ihr was? So kann ich Turtok ja gleich noch zeigen. Ja, indem ich den Erweiterungspass kaufe. Nein, ich meine. So. Und auch soll Galeo noch einen extrem kurzen Auftrag haben. Vielleicht werden wir das auch noch sehen. Gut, Turtok sehen wir auch noch mal, wenn ich mit drin ein Pokémon reinrenne. Vielleicht passiert mir das ja das mal nicht. Who knows? Da oben, da links. Genau, wo du her wollen. Na, wo sind wir? Nein, geht da links. Okay, da sind wir. Das ist ein Smogmog. Ein Skalar Smogmog, um ganz genau zu sein. Und das ist ein Turtok. Der ist erst nicht faszinierend. Bitte geht's. Nehmen wir mit. Ein Top-Gneisig. Nehmen wir. Von rechts. Du verdienst es nicht, mir im Weg zu stehen. Das andere, was ich meine mit dem Audio, du hast doch etwas krumm. Bam, 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 links. Nein, rechts. Jetzt links. Ah! Somnium. Reg mich nicht auf. Vorrangig lässt dich eine Attacke vom Gegner sehen. Rauchball? Da gibt's doch nichts. Jetzt steht da Hopp. Zum ersten Mal steht da wer rettet. Das braucht's. Das gibt es doch nicht. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. Und du müsst euch verändern. Gut, jetzt ist es dicht. Oh. Jetzt alle miteinander. Weird. Wild. Shield. Schwert. Wo ist es? Das sind sie. Sie müssen das Pokémon des Wildes und des Schwartes und des Schwertes und des Schwanzes und des sein. Und da sind's. Zack. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Na nu, warum steht ihr so tatenlos herum? Was machst du da? Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren eben hier. Hast du sie doch nicht gesehen? Was war es denn da? Als jemand hin? Niemand wird bereits es sehen. Aber was wir jetzt eben gesehen? Eine Vision oder was? Ich weiß eigentlich auch nicht. Aber es hat jede Menge Bücher gewälzt und darum mache ich meine Kinder. Warum interessiert mich im Fall gerade Hure nicht?
Los, 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 los. Ratsch. Zitadelle der Zeit. Der Führers Masterschwert. Sieh dir das an und tellen ab. Dieser Ort steht an. Ja, so ist. Ein verrostetes Schwert und ein verrostetes Schild. Sieh nur nicht ab. Das Schwert und das Schild, die Legende ist also wahr. Nur weil es da das Schwert und das Schild hat. Wie seht ihr das Masterschwert da? Yeah! Mit diesem Schild soll ein Held einst ein großes Unheil abgewendet haben. Das Rost wie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme das Ding da. Ich nehme den Zahnstocher. Okay. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einem tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir noch auf uns allein gestellt, bis wir Delion finden. Oder um Delion zu helfen. Egal. Wo sie hin? In Claw City, genau. Los geht's. Die Melodie ist geil. Oh, hallo ihr zwei. Ein dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt vor dem Chatmatch zwischen Lillian und Diana fast gesprochen ist. Die Assistentin von Rose meinte, er wollte die Galaregion mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Mir ist es piepe egal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinen großen Bruder retten. Helfen, meinte ich. Mann, Hop kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemand verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von unseren Leitern und Pokémon rechtzeitig außer Gefahr gebracht. Du willst jetzt bestimmt unserem Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, was? Nein. Dann bekommt es die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie dem stärksten aller Challenger und seinem Rivalen zu tun. Da kann man ja fast schon Mitleid haben. Aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint. Und der jetzt ab ins Stadion mit dir. Okay. Ins Stadion, aber mit neuer Pokémon, mit neuer Energie. Und in einer neuen Folge. Wir werden beim nächsten Mal hoffentlich den Rose besiegt haben, hoffentlich den Delion besiegt haben und somit die letzte Folge feiern. Wir sehen uns dort. Bis dahin und ciao.